Immer am späten Nachmittag, bevor die Tiere dann am Abend getrennt nach Tierart Waldweihnacht feiern, treffen sich der alte Dachs Adalbert, das Eichhörnli, der Tofuchs, der Specht und der Wurm Fredi Canales in der Klausenhütte und machen dort eine Weihnachtssauna. Sie haben gemerkt, dass es schön ist, zum zusammen im heissen Dampf ein bisschen zu schwitzen bei dem kalten Winterwetter. Es gibt nichts Gemütlicheres für die robusten Waldtiere, als durch den Schnee zu stapfen, damit sie sich genau in der Hälfte vom Winter noch einmal richtig aufheizen können in der Weihnachtssauna in der Hütte vom Samichlaus. Dort lassen sie die Seele baumeln und ein bisschen zusammen plaudern über die richtige Winterpelzpflege, über den Oberjägermeister Brünzli und über die Nordic Walker im Wald. Wellness, sagt man dem heutzutage, hat der Dachs Adalbert erklärt. Wo es bei der Klausenhütte ankommen, will das Eichhörnli klopfen und rufen. Aber der Adalbert macht sein Wildbächli-Geräusch mit dem Maul und zischt: Samichlaus läuft noch da oben in der Kammer unter dem Dach. Wir müssen mucksmüsli still sein, damit man ihn nicht wegholt. Dann huschen, tapsen und trampeln die Tiere in die warme Klausenstube. Der Dachs Adalbert hat einen sehr grossen Schneeball mit reingenommen. Wo er durch Klausentüren durchläuft, flüstert er noch: Tofuchs, jetzt ja nicht furzen. Du weißt es ganz genau. Deine Fürze stinken so grusig. In dieser kleinen Klausenhütte wäre das katastrophal. Der Tofuchs ist ja ein Vegetarier und könnte keinem Tier etwas antun. Darum lässt er manchmal einen Furz ab, wenn er sich verteidigen muss. Zum Beispiel, wenn wieder ein Marder in seine Höhle kommt, Essensreste klauen. Oder wenn es ihm in seiner Höhle zu viel Mäuse in der Wand hat. So muss er kein Tier beißen oder ihm weh machen, weil die alle von allein abhauen, wenn er einen Furz ablässt. Draussen ist es schon am späten Nachmittag dämmerig blau gsi. Im Dezember ist es sogar der Sonne zu kalt zum Scheinen, darum geht sie schon am 4 hinter den Bergen schlafen. Die Tiere in der Klausenstube sehen nichts, es ist stockfinster und hören nur das Donnerschnachen vom Samichlaus. Das Ticken von der Stubenuhr hören sie und am Dachs Adalbert sein ewige Das Eichhörnli fängt sofort an zu dampfen. So heiß ist es in der Klausenhütte. In der Mitte der Stube steht am Klaus ein riesiger Backofen, wo vom vielen Gritti-Benzen und Gutzli-Bachen fast bis im Frühling heiß bleibt. Los jetzt Winterfell und Winterhüte abziehen und dann geht's los mit dieser Weihnachtssauna hier. Schwitzi, kreischt der Wurm Fredi Canales im Flüsterton und freut sich auf die Sauna. Viele Menschen wissen ja nicht, dass Tiere im Jägerwald alle einen kleinen Keimreissverschluss haben in ihren Fell und Hüten, vom Hals bis zu den Futtibacken. Immer im Herbst holen die Tiere ihre wärmeren Winterfell und Winterhüte, das Wintergefieder führen und tauschen die dann mit den Sommerfellhüten und Gefieder aus. Nur das Gesichtsfell, das kann man nicht wegnehmen und tauschen. Das bleibt ja Reis gleichig. Jetzt sitzen der Wurm Fredi Canales, der Dachs Adalbert, der Tofuchs, der Specht und das Eichhörnli Fudi Blut um den Ofen herum. Ihre Fell haben sie einfach irgendwo angelegt in der Klausenhütte. Und der Wurm seine Wurmhaut. Ja, weisst, weil es so dunkel ist, haben sie gar nicht recht gesehen, wo genau sie ihre Winterfell und so angelegt haben. Alle freuen sich auf den heissen Dampf, den es jetzt denn grad gibt. Der Dachs Adalbert hat seinen Schneeball genommen und ihn auf den Ofen aufgestellt. Jetzt zischt und dampft's und man hört leislich und und ein sehr lautes Oh yeah! vom Eichhörnli gefolgt von einem lauteren vom Dachs Adalbert.
Es wird immer heißer in der Klausehütte vom heißen Dampf in der Luft. Entspannt plaudern die Tiere jetzt übers Weihnachtsfest und darüber, dass sie es eigentlich schade finden, dass es seit jeher Tradition ist, dass alle Tiere trennt nach Tierart Weihnachten feiern müssen. Der Dachs mit den Dechs und die Reh mit den Reh, die Eichhörnli mit den Eichhörnli und so weiter. Es geht nicht und ist unvorstellbar, dass zum Beispiel auch mal ein Dachs mit den Eichhörnli Weihnacht feiern tut. Weil Dachse sind ja ganz anders als Eichhörnli, finden die anderen Waldtiere. Und das sage ich einfach so, dass man da in dem Wald trennt nach Tierart Weihnacht feiert. Und das ist schon immer so gewesen. Punkt, Schluss, fertig, aus, Amen. Unsere Freunde in der Klausensauna würden aber gerne mal alle zusammen Weihnachten feiern. Vor allem der Dachs Adalbert, der versteht's nicht, warum nicht auch mal eine andere Tierart, zum Beispiel die Eichhörnli, bei ihnen in der grossen Weihnachtsdachsenhöhle feiern dürfen. Und sowieso ist es den 5 Tierfreunden wurscht, was für ein Tier sie sind, weil sie gehören ja alle zu den Waldtieren und vor allem zusammen, weil sie Freundinnen und Freunde sind. Und je länger sie darüber reden, desto fieser und gemeiner finden sie das alles mit diesen trennten Weihnachtsfeiern im Wald bei den Tieren. Dann strahlt der Tofuchs auf einmal und sein Kopf, wo von der Saunahitze schon rot ist, wird unter dem Kopffell noch röter. Er steht auf und hebt seinen schweißnassen Zeigefinger in die dampfige Luft. Ich habe eine Idee, wie wir es machen können, dass wir alle zusammen Weihnachten feiern können. Nach einer kurzen Besprechung schlüpfen die 5 Tiere wieder in ihre Felle und rennen mit offenem Reissverschluss aus den Hütten in den Wald. Sie rufen allen Waldtieren, sie sollen auch in die Klausensauna kommen, sich aufwärmen und ein bisschen Wellness machen, wie die Menschen sagen. Es ist also nicht lang gegangen, da sind alle Waldtiere gemütlich und futtiblut um den heissen Klausenofen herumgesessen. Der Dachs Adalbert hat nochmal einen Schneeball draufgelegt, dass die Schwarte vom Klausenhäusli gekracht haben vor lauter heissem Dampf. Es war ein bisschen eng in der finsteren Klausenhüttensauna, aber alle Tiere vom Jägerwald haben glücklich miteinander geküscherlet und geflüstert und zufrieden gesagt. Bis jetzt ist also alles so gelaufen, wie das der Tofuchs, Eichhörnli, der Dachs Adalbert, der Wurm Freddy Canales und der Specht geplant haben. Und einmal ist es ganz ruhig geworden. Alle Tiere haben besinnlich nachgedacht und sind fast eingeschlafen in der Hitze. Da sagt das Eichhörnli ganz leislich zum Tofuchs: Hey, Tofuchs, jetzt! Und der Tofuchs lässt laut und grusig einen von seinen berühmten Feuerzappen. Jetzt geht's durcheinander los. Panik bricht aus. Es knurrt, faucht, bellt und pfeift und grunzt in der Hütte und zwischendurch hört man am Dachs Adalbert sein Sst. Tiere wollen jetzt so schnell wie möglich nichts anderes als aus dieser Hütte raus, weil der Furz seine Wirkung entfaltet und es stinkt wie wahnsinnig. Die haben das Gefühl, sie kämen keine Luft mehr über. Und es passiert, was nach dem Plan vom Tofuchs hätte passieren sollen. Die Tiere holen sich im Dunkeln irgendein Fell. Also nicht unbedingt ihres eigenes. Einfach eins, wo sie gerade packen können, und dann legen sie das an. Aus der Hütte stolpert jetzt also ein Reh im Dachsfell, ein Marder im Amselfederkleid und eine Maus rollt wie eine Wurst aus der Hütte und über den Schnee in der viel zu engen Wurmhaut, wo sie verwünscht hat. Bäume haben sich geschüttelt vor Lachen.
Ein Fuchs hat ein viel zu enges Hasenfell verwünscht und hat jetzt ein kleines Haselstummelschwänzli an der Stelle vom schönen, grossbuschigen Fuchsenschwanz gehabt und alle stecken nicht mehr in ihrer Haut, ihrem Fell und ihrem Gefieder. Der Plan vom Torfuchs ist aufgegangen. Alle sind jetzt im Wald vor der Klausenhütte in den falschen Fell gestanden und haben nervös tun. Ja, wie sollen sie jetzt nach Tierarten trennt Weihnacht feiern heute? Man weiss so ja nicht mehr, wer zu wem gehört. Kurz bevor ein Reh vor Wut wollte einen Hirsch beißen, ist die Klausenhütte-Türen aufgegangen und eine tiefe, laute, warme Stimme hat Oh, ganz ruhig in den Wald gerufen. Der Sammy Klaus ist von dem Lärm und auch ein bisschen vom Fuchsenfurzgestank aufgewacht und er hat Freude an dem, was passiert ist. Er hat seine Laternen angezündet und hat Tiere in ihren vertauschten Fell auf die Waldrandwiese aufgeführt. Dort hat er ein grosses Feuer angezündet. Alle miteinander haben ein paar Weihnachtslieder gesungen. Der Sammy Klaus hat ein paar Servala und Gutzli-Reste und warmen Punsch verteilt. Und alle sind zufrieden und glücklich gewesen. So schön ist es noch nie gewesen. So schön ist es noch nie gewesen. Hat ein Haseluchs geschluchzt. Hat irgendein Dachsreh gemacht, damit alle merken, dass jetzt Nachtruhe ist. Am nächsten Morgen haben alle Tiere wieder Felltauschis gemacht. Alle zusammen haben entschieden, dass sie von jetzt an immer alle zusammen auf der Waldrandwiese Weihnachten feiern, nachdem sie in der Klausensauna sind. Ende. Und allen eine schöne Weihnacht.